N wie Neckarwester, O wie Obersterfeld, W wie Waler und S wie Stogert. Das ist richtig geschickt. Bei uns am Rathäusle stehen schon alle Richtungen dran, die man wissen muss. 1765 ist unser Rathäusle erbaut worden. Mittler drinnen im Flecken. Ja, und da ist auch der Dorfbrunnen. Und das ist immer ein schöner Treffpunkt. Hier gehen viele von meinen Dorfführungen los. Unserer Chronik entnehmen wir, dass hier kurz nach der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert der Gemeinderat einmal beschlossen hat, dass es aufhören muss mit dem Neujahrsschießen. Und wie heute hat sich auch damals die Jugend den Spaß nicht verderben lassen wollen. Als der Gemeinderat sich an Silvester kurz vor Mitternacht auf dem Rathaus eingefunden hat, um zu besprechen, wer wo patrouilliert und gegebenenfalls dann straft bei Zuwiderhandlungen, da hat man einfach von außen mit einem Prügel die Tür verbarrikadiert und der Gemeinderat konnte das Rathaus nicht verlassen. Es hat Mitternacht geschlagen, Kirchenglocken haben geläutet und alle haben geschossen. Und dann, als alle fertig waren und zufrieden, hat man schnell den Prügel weggemacht und ist abgehauen. Und der Gemeinderat konnte wieder raus. Alles war schon vorbei. Ihr kennt doch sicher den Ausdruck hinter Schloss und Riegel bringen. Und hier können wir noch ganz anschaulich sehen, was das bedeutet, hinter Schloss und Riegel. Hier wird mit dem Schlüssel erstmal aufgeschlossen, dass man den Riegel öffnen kann. Und dahinter verbirgt sich unser Burle. Burle, das kommt aus dem Französischen. Burlesque ist närrisch. Und früher hat man ins Gefängnis nicht nur die Straftäter eingesperrt, sondern auch die Narren. Die kamen ins Narrenheißlin, damit sie sich selbst und andere nicht gefährden konnten, wenn man sie nicht beaufsichtigen konnte, weil man zum Beispiel auf dem Feld arbeiten musste oder andere Arbeit zu tun hatte. Dann hat man die weggeschlossen. Oder wenn sie keine Angehörigen mehr hatten. Zum Glück ist es heute anders. Und Strafvollzug war das im wahrsten Sinne des Wortes. Es war wirklich nur das Notwendigste da, denn es sollte eine Strafe sein, hier eingesperrt zu sein. Es gab einen Ofen gegen das Erfrieren, allerdings war der nicht innen zu öffnen und nachzuschüren, sondern konnte nur von der anderen Seite der Wand aus bedient werden. Da hat man ein bisschen reingeschürt, damit die Leute hier drin nicht erfrieren. Das war ja nicht der Sinn der Sache. Aber sie sollten auf keinen Fall selber ans Feuer kommen können, damit sie kein Feuer legen konnten. Hier gibt es eine Pritsche und hier gibt es die Toilette. Nichts mit aufschließen und rausgehen. Ein Nachttopf. Toilettenpapier. Dazu hat man die Zeitung verwendet. Ich gucke mal nach dem Datum. 1894. Richtig antikes Toilettenpapier haben wir hier. Das Fenster ganz weit oben und vergittert. Bis heute hält sich ja hartnäckig die Meinung, man dürfe sich an anderer Leute Obst bedienen, das sei Mundraub. Schon das Wort an sich sagt es ja, es ist Raub, also ist es Diebstahl. Und so wurde man früher auch für das Entwenden von Obst in kleinen Mengen zu einer Geldstrafe verurteilt. Und wenn man die nicht aufbringen konnte, dann musste man tatsächlich im Burle einen Tag brummen. Die Strafe absitzen. Natürlich hat man das dann gemacht, wenn schlecht Wetter war. Denn man brauchte ja jede Arbeitskraft bei der Ernte, bei der Weinlese und so weiter. Auch Fahren über einen angeblümten Acker, also jemand anderem einen Schaden zufügen, wenn einem die Gäule durchgegangen sind oder die Kuh einfach mal an der Ecke abgekürzt hat und über einen eingesäten Acker, über ein Feld gefahren ist und der andere hatte dadurch einen Schaden, hatte eine Ernteeinbuße. Das wurde zur Anzeige gebracht und der andere wurde gestraft und musste natürlich den Schaden wieder gut machen. Und im 19. Jahrhundert gab es tatsächlich auch eine Frau, die im Gefängnis eine Strafe abbüßen musste, weil sie nämlich gegen die feuerpolizeiliche Ordnung verstoßen hatte. Sie war mit offenem Licht in die Scheune gegangen
Und das ist natürlich mega gefährlich. Wenn die Kerze rausfällt, kann sofort anfangen zu brennen. Das geht gar nicht. Dafür hatte man ja die Stalllaterne erfunden. Ja, ich hoffe, das war jetzt für euch interessant. Ich wünsche euch einen schönen Tag.